Wir befinden uns jetzt mitten in der Qualifikationsrunde. Die Fans sind wieder zahlreich ins Stadion geströmt und beide Trainer können heute auf ihre Stars setzen. Und deswegen wird es wohl auch, Sebastian, eine packende Partie werden. Ja, das denke ich auch. Ich kann die Fans verstehen, dass sie hier so zahlreich erschienen sind. Also wenn man mal schaut, wer da alles auf dem Platz steht, das wird doch sicherlich ein richtig gutes Fußballspiel in dieser Qualifikationsrunde. Und ich freue mich eben schon drauf, auf all die Technik und die Tricks dieser Spiele. Ja, und mit so einem langen Zuspiel, wenn es ankommt, da kann man die gesamte Abwehr aushebeln. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Gut gesehen. Gute Möglichkeit zum Flanken. Ja, und er hat einfach den Blick für das Spiel. Und der lange Ball kommt an. Ja, was für ein Solo. Der Verteidiger kann klären. Klasse Zuspiel. Und raus mit dem Ball aus der Gefahrenzone. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. So, gelb, damit ist er jetzt verwarnt und muss ab jetzt aufpassen. Ja, Foul, gelbe Karte, richtige Entscheidung. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Sie kommen immer wieder rechtzeitig zurück. Riesenmöglichkeit. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Leichtfertiger Ballverlust in der eigenen Hälfte. Das könnte jetzt gut passen mit einer Flanke. Und jetzt ist die Frage, können sie Kapital schlagen aus dieser zahlenmäßigen Überlegenheit? Ja, da hat er den Braten gerochen. So, jetzt muss er den Ball nach innen ziehen. Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit geklärt hat. Ein perfekter weiter Ball. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Der Schiedsrichter hat einen Foul gesehen und entscheidet auf Freistoß. Oh, was für eine enge Entscheidung. Der Schiedsrichter gibt hier nur Freistoß. Da haben sie aber Glück gehabt. Ja, das sieht vielversprechend aus. So, jetzt wird's gefährlich. So, jetzt ist er frei durch. Ja, gefällt dem Trainer.
Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt müsste sich aus der Situation eigentlich was entwickeln. Los, klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Eckball. Ja, gut rausgeköpft. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, wenn man es dem Abwehrspieler so leicht macht, bitteschön, schon hat er den Ball. Und auf der Linie gerettet. Sein erster Ballkontakt in dieser Partie sicher gehalten. Ganz weiter Ball vom Keeper. Klasse Zuspiel, gut getimt und ganz genau. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Wir haben das Pausenresultat 0:0. Ja, wirklich schade. Ein enges Spiel zwar bis jetzt, aber Chancen, mangelware Tore auch. Was könnte den Kick geben in den zweiten 45 Minuten? Vielleicht greift der Trainer ja ein und spricht seiner Mannschaft Mut zu. Wir sind gespannt darauf, was die zweite Halbzeit bringen wird. Und die zweite Halbzeit läuft. Ja, der hat das Talent, der nutzt die Chance. Und der Keeper kommt als erster an den Ball. Ja, und das hat der Torwart souverän gemacht. Oh, da hat sein Gegenspieler aber geschlafen. Großartiges Zuspiel. Er gehört zu seinen Stärken, das Kopfballspiel. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, das ist ja die völlig richtige Entscheidung hier. Das gibt Gelb. Schon wieder eine gelbe Karte für das Team. Also die Mannschaft muss sich jetzt aber allmählich zurückhalten. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Ja, da sagt der Torwart, Dankeschön, überhaupt keine Gefahr.
So, den muss er jetzt verwandeln. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Ja, das war klar. Da muss er Freistoß geben. Und wir schauen uns nochmal die Wiederholung dieser Abseitsstellung an. Ja, den will anscheinend niemand an, was da nämlich gemacht. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Ja, für mich besteht da kein Zweifel, für den Schiedsrichter auch nicht. Also, gelbe Karte. Ach, also bitte, lass das Spiel doch laufen. Also so kleinlich darf man nun wirklich nicht pfeifen. Ich kann von hier oben sehen, dass sich noch eine Reihe von Spielern da am Rande der Seitenauslinie warm machen. Und da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen will. Und so soll das aussehen. Und das ist super, wie er da reagiert. Alles richtig gemacht und den Ball aufgenommen. Und solch einen langen Ball spielst du nur, wenn du ein gutes Auge hast. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite Wechsel heute. Und jetzt wechselt der Trainer gleich doppelt aus. Ja, da stand er knapp im Abseits, aber der Verteidiger war auch ohnehin ganz eng an ihm dran. Und hier die Abseitsentscheidung, nochmal in der Wiederholung. Ja, das Spiel ist jetzt fast vorbei und wir haben immer noch kein einziges Tor gesehen. Ja, behält die Ziel ab, Junge. Jetzt ist er durch, jetzt ist er vorbei. So, hier sieht er den Ball. Das könnte eine gute Möglichkeit werden. Der Ball lange in der Luft und deswegen kein Problem für den Torhüter. Also wenn der Torhüter diesen Distanzschuss nicht gehalten hätte, hätte er sich ja zum Gespött der Medien gemacht. Ah, klasse Aktion. Und nicht immer freut man sich über ein Unentschieden, aber heute ist das ausreichend, um in die nächste Runde zu kommen. So, liebe Zuschauer, das war's von unserer Seite. Tschüss und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.